kleine braune Bär, der kleine Zottelbär, er lebt im dunklen grünen Wald und ist paar Wochen alt. Der kleine braune Bär, der kleine Zottelbär, er trollt gern und purzelt gern, Sebastian heisst er. Ein kleiner brauner Bär, ein kleiner Purzelbär, ihm gefällt das Bärenleben gut, er hat schon ganz viel Mut. Der kleine braune Bär, der kleine Purzelbär, er schleckt gern, er kuschelt gern, Sebastian heisst er. Ein kleiner brauner Bär, ein kleiner Kuschelbär, der Winter kommt schon gleich ins Land und dann wird's bitter kalt. Ein kleiner brauner Bär, ein kleiner Kuschelbär, es bläst jetzt schon ein kalter Wind, gang heim in die Höhle geschwind. Sebastian, heiko! Sebastian! Aber der kleine Bär lässt nicht auf seine Mutter. Nein, geschwind versteckt er sich im grossen Laubhaufen und macht keinen Mucks. Sebastian! Die Bärenmutter ist jetzt ganz nüch. Sebastian! Gugus, da bin ich! Übermütig gumpelt Sebastian zum Haufen aus, rührt die farbigen Blätter in die Luft und ruft: «Ich will aber noch nicht heimkommen!» «Oh, Sebastian, jetzt hast du mich aber schön verschreckt. Komm jetzt, ich habe dir gesagt, du darfst draussen bleiben, bis die Sonne hinter der alten Wettertanne verschwindet. Und jetzt steht schon der Mond am Himmel.» Wenn die Mutter in diesem Ton redet, dann versteht sie keinen Spass mehr. Dann gilt's ernst. Das weiss auch der kleine Bär. Und so zottelt der brav der Mutter hinternach heimzu. Daheim in der Bärenhöhle ist es schön warm und ein feines Nachtessen steht auch schon parat. Du hast sicher einen Bärenhunger, Sebastian. Iss so viel wie du magst und dann grad noch ein bisschen dazu. Es ist nämlich Zeit für unseren Winterschlaf. Und währenddem gibt's dann nicht mehr zu essen. Winterschlaf? Was ist das? Fragte Sebastian und schleckt sich gierig den Honig von den Pfoten. Das ist der lange Schlaf über die Winterzeit. Winterzeit? Was ist denn das? Das ist die Zeit, wo es im Wald kalt und dunkel wird und dicke, schwere Wolken am Himmel hängen. Die sind voll Schneeflocken und irgendeine stehen sich die Wolken auf, dort tanzen Millionen weisse Flocken vom Himmel und decken alles zu. Der Bach hört auf zu sprudeln, weil es so kalt ist, dass das Wasser gefriert. Und auch der Boden wird steinhart. Man findet kaum noch etwas zu essen. Darum suchen die meisten Tiere im Wald noch rechtzeitig genug Futter und verstecken das in ihren Höhlen oder unter dem Laub. Und ein Haufen Vögel fliegen in die wärmeren Länder und kommen erst wieder zurück, wenn der Frühling da ist. Und wie sieht denn der Frühling aus und wie merkt man, dass der da ist? Mein beste Bär will wieder einmal alles ganz genau wissen. Also, Frühling ist dann, wenn die Blumen ihre Köpfe zum Boden ausstrecken und die Schmetterlinge von einer Blüte zur anderen tanzen. Und wenn die Bienen Honig sammeln? Ja genau, du Schleckmühle, dann ist der Frühling da. Aber bis es so weit ist, geht's noch lang. In der Zwischenzeit hat es draussen angefangen zu regnen. Der Nebel schleicht durch den Wald und der Herbstwind pfeift um die Bäume.
Nein, jetzt hat Sebastian keine Lust mehr, rauszugehen und in den Laubhäufen rumzutrollen. Jetzt findet er es sogar richtig gemütlich in der warmen Höhle und schnauzt viel lieber noch eine zünftige Portion Beere. Ja, man weiss ja nie, wie lange so ein Winterschlaf dauert. Währenddem schaut die Bärenmutter noch mal nach, ob der grosse Stein auch wirklich gut vor der Höhle liegt. So, es ist alles in der Ordnung. Komm jetzt, Sebastian, gehen wir schlafen. Die Bärenmutter und der Sebastian liegen ganz nahe nebeneinander auf das grosse Winterschlafnest aus Moos und Stroh. «Mama, gell, weckst mich denn aber, wenn der Frühling da ist?» «Ja, mein kleiner Basti-Bär, ich weck dich ganz sicher auf. Und jetzt schlaf gut ein, dann kommt der Frühling gleich.»